100%ige Teilhabe. Was bedeutet das? Performance. Das ist mehr als einfach nur Dolmetschen. Das ist mehr Körpersprache. Das sind unterschiedliche Berufsbilder. Über Geschichte und Leben Gehörloser informiert, das half. Eine eigene Agentur für Deaf Performance. Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei Sehen statt Hören. Vor 3-4 Jahren gab es eine Diskussion über kulturelle Aneignung und Musikdolmetschen. Darüber haben wir in einer Sendung berichtet. Aus der Diskussion ist auch die Bewegung Deaf Performance Now und eine Arbeitsgruppe zur Musikperformance entstanden. Aber was ist daraus geworden? Wie ist der aktuelle Stand? Was und wer sind die Künstler, die im Bereich Musik und Performance arbeiten? Sind das Taube oder Hörende? Entscheiden Sie selbst das oder entscheidet ihr, das Publikum? Außerdem haben wir uns die Frage gestellt, ob im Bereich gebärdender PerformerInnen neue Entwicklungen und Veränderungen stattgefunden haben. Werden sie gefördert und unterstützt? Diese Fragen kann ich gleich Elisabeth Kaufmann stellen. Sie ist die Leiterin der Arbeitsgruppe Deaf Performance Now im Deutschen Gehörlosenbund. Gleich werde ich sie treffen. Das Popkulturfestival hatte mich per Mail um ein Gespräch gebeten, weil sie nicht wussten, wie sie mit dem Thema umgehen sollten. Ich hatte ja schon einige Zeit vorher klargestellt, dass wir als Gehörlose jetzt fordern, selbst ein Mitspracherecht zu haben. Besonders für den Bereich der Wahrnehmung von Musik. Da ist ja einiges in Bewegung gekommen. Ich wurde dann vom Team des Popkulturfestivals nach Berlin eingeladen, wo ich gemeinsam mit den AktivistInnen von Deaf Performance Now hingefahren bin. Gleichberechtigt, also das Empowerment muss eben erschaffen werden, sodass wir dann auf der Bühne, also das taube Performer, so auch wahrgenommen werden. Bei diesem Gespräch ist dann endlich auch Tacheles geredet worden und die Veranstalter und Besucher haben einiges verstanden. Wir konnten erklären, wenn Hörende wollen, dass Gehörlose an Veranstaltungen teilnehmen und an Musikveranstaltungen teilhaben sollen, dann müssen sie auch auf unsere Vorstellungen eingehen. Und die sehen teilweise ganz anders aus. Beispielsweise verstehen wir Interpretationen von Tauben, die auf der Bühne stehen und für uns performen, viel besser als eine reine Übertragung durch einen hörenden Dolmetscher. Wir können uns da überhaupt nicht mit der Musik identifizieren, verstehen oft nicht mal den Text der Lieder und einiges mehr. Wir konnten klarstellen, dass dies Taube viel besser können. Be straight with me, but gently tender before you crack up a coffee. Ich habe dich und Jonathan beim Popkulturfestival gesehen. Wie seid ihr darauf gekommen, da mitzumachen? Jonathan hatte diese Musik gefunden und wollte sie in Gebärdensprache umsetzen. Ich war bereit, ihn dabei zu filmen. Wir haben da ganz allein angefangen. Das war das erste Musikvideo. Ich habe gefilmt und Jonathan hat die gebärdensprachliche Performance gemacht. Als wir alles geschnitten hatten, haben wir es online gestellt. Dann wollte er ein zweites Video mit mir machen. Genau zu dieser Zeit gab es den Aufruf, sich auf die gemeinsame Ausschreibung des Deutschen Gehörlosenbunds und des Popkulturfestivals zu bewerben. Wir dachten, hey, das passt doch, haben uns dort beworben und wurden angenommen. Und so nahm alles seinen Lauf. Performance ist das Wort, das ich benutze, weil es eben nicht um Tanzen geht, sondern um Performance. Weil es eben mehr ist als Tanzen. Es bleibt nicht dabei, sondern es geht darum, die ganze Stimmung der Musik wirklich durch Performance mitzutransportieren. Und die Frage nach dem Dolmetschen, also es geht auch nicht nur darum, jetzt den Text irgendwie 1:1 zu dolmetschen, sondern es geht um die Hintergründe, um die Stimmung, um die Emotionen. Ich hätte schon gern eine Person mit mehr Erfahrung in diesem Bereich gehabt, die uns Feedback hätte geben und coachen können.
Das wäre gut, denn dann könnten wir mehr lernen, als wenn wir nur zu zweit arbeiten. Wir hatten schon Leute, aber die waren nicht so erfahren. Jemanden zum Beispiel mit Erfahrung in Choreografie hätte ich gern gehabt. Für die Zukunft wäre es das Beste, eine Agentur zu haben, die auf Musikperformance spezialisiert ist, wo alle Mitarbeitenden gebärdensprachkompetent sind und ein guter Austausch möglich ist. So könnten dann neue Projekte schnell und mit Erfolg umgesetzt werden. Das müssten dann nicht mehr hörende DolmetscherInnen, sondern taube PerformerInnen übernehmen. Aber davon gibt es ja zurzeit nur ganz wenige. Wie könnte man diesen Bereich ausbauen? Also für mich ist klar, dass Deaf Performer ein Oberbegriff ist, der sich in viele Kategorien unterteilt. Wie Musikperformer, Theaterperformer, Moderator, Kabarettist, Literatur und noch vieles weitere mehr. In all diesen Bereichen können Gehörlose performen. Dass alle Gehörlosen, die hier auf der Bühne stehen, einfach als Schauspieler ihr Talent und die Begabungen, die sie im Blut haben, zeigen können. Sie sollen nicht in Projekten instrumentalisiert werden, so wie wir das häufig sehen, dass hörende Projekte initiieren, wo Gehörlose dann mal Theater spielen dürfen und danach verschwinden sie wieder von der Bildfläche. Hier gehört die Bühne voll und ganz den tauben Schauspielern. Durch Sichtbarkeit Gehörlose selbstbewusster machen. Und voicende Dolmetscher brauchen wir dann nicht mehr. Wir können alles visuell wahrnehmen. Künftig muss nicht mehr gedolmetscht werden. Genau. Gehörlose und Hörende können gemeinsam genießen. Ich habe Elisabeth Kaufmann eingeladen, weil sie eine der aktiven Frauen im Deutschen Gehörlosenbund ist und die Weiterentwicklung der Musikperformance vorantreibt. Da stimme ich voll mit ihr überein. Und ich glaube, wie sie, dass wir hier noch viele Talente haben, die wir fördern und denen wir eine Bühne geben müssen. Für mich gibt es da keine Unterschiede zwischen Hörenden und Gehörlosen. Bei Rosanna, also Simone, war ich vom Rhythmus beeindruckt. Der Klang hat mich nicht so interessiert. Ich war total fasziniert. So, ich muss sagen, ich habe einige Sachen nicht verstanden. Aber ich habe dann auch Lena gefragt, die neben mir saß. Die hat dann gesagt, oh, sie hat es auch nicht verstanden. Weil manche Sachen waren ja auch abstrakt. Die waren ja nur Bilder, die waren nicht für den Intellekt, nicht zum Verstehen, sondern zum Sehen, zum Fühlen, zum Erleben. Und das war wunderschön. War wunderschön. Ich bin echt sehr glücklich, dass ich dabei war. Du warst die Einzige, die eine Musikperformance gezeigt hat. Die anderen haben ja eher Theater gespielt. Und du hattest auch richtig viele Fans im Publikum. Wie bist du auf die Idee mit Musikperformance gekommen? Ich habe schon immer Musik geliebt. Das hat was Befreiendes für mich. Ich tanze, nutze meinen Körper, spiele mit ihm und komme in Bewegung. Das war schon immer so. Gefühle wie Trauer, Wut und Zorn können und müssen ausgedrückt werden. Und da entsteht eine fast selbstverständliche Beziehung zur Musik, auch wenn meine Ohren da nicht immer mitmachen. Wo liegt für dich der Unterschied zwischen Musikdolmetschen und Performance, wenn es überhaupt einen Unterschied gibt?
Das Berufsbild unterscheidet sich vielleicht schon ein bisschen. Bei der Musikperformance, die man hin und wieder sieht, geht es vor allem um die bessere Wahrnehmung. Dolmetscher kommen eher dann zum Einsatz, wenn sie Zeit für den Auftrag haben und die Musik mögen. Dann stehen sie mit auf der Bühne. So sehe ich das. Unterschiedliche Berufsbilder. Erinnerst du dich? Es ging damals um das wichtige Thema kulturelle Aneignung. Darüber wurde heiß diskutiert. Du hast damals am runden Tisch dazu teilgenommen. Was ist dann passiert? Dort, wo Dolmetscher auf der Bühne stehen und die Musik dolmetschen, kommt bei mir oft gar nichts an. Was da durch Instrumentenimitation angedeutet wird, bleibt mir schleierhaft und unverständlich. Ohne es zu verstehen, ignoriere ich es. Schön, dass sich da jemand Mühe gibt, aber mir bringt das nichts. Es ist wichtig zu schauen, was das gehörlose Publikum fühlt, das sich mit der eigenen Kultur und seinen Rechten auseinandergesetzt hat. Es geht um Teilhabe, 100%ige Teilhabe. Was heißt das praktisch? Nichthörenden die Verantwortung zu übergeben und mir von ihnen erklären lassen zu müssen, Musik ist so und so. Nein, die entscheidende Frage ist für mich, wie sieht das Mitmachen aus? Natürlich gibt es auch manche Gehörlose, die das Dolmetschen von Musik durch hörende Dolmetscher gut finden. Zum Beispiel Schwerhörige, die über ihr Gehör wahrnehmen, sie schauen sich die Verdolmetschung nebenbei an. Aber Gehörlose haben da einen anderen Anspruch und reagieren gereizt, wenn nicht auf sie eingegangen wird. Wir zahlen den gleichen Eintritt, also wollen wir auch volles Verständnis. Kommst du mal? Bei der Musik hier geht es um eine Frau, die sich einsam fühlt. In diesem Teil geht es darum, dass sie Mauern um sich herum aufbauen möchte. Austausch. Hier brauchst du mehr Mimik. Mach doch sowas. Ja. Sie möchte es loswerden, aber kann das nicht. Etwa so? Ja, genau so. Das ist perfekt gebärdet. Weißt du noch, am Anfang waren es so viele Korrekturen, dann wurde es immer besser. Stimmt. Ich erinnere mich noch, am Anfang unserer Beziehung hat Thorsten immer im Auto die Musik aufgedreht und gebärdet. Das hat er nur für mich gemacht. Ich habe dann gesagt, nein, das müssen auch andere sehen können. Das sollst du nicht nur für mich machen. Es wäre doch schade, wenn andere nicht in den Genuss kämen. Dann haben die 4 Freunde ihn gebeten und Thorsten hat's gemacht. Seitdem ging es immer weiter. Genau. Besonders schwierig daran ist, dass es nicht einfach nur eine Übersetzung in DGS ist. Ich setze meinen Körper viel mehr ein und versuche mehr sprachliche Bilder zu verwenden. Das ist nicht mit dem normalen Dolmetschen in DGS zu vergleichen. Musikdolmetschen ist anders. Die Gebärden sind größer und die Mimik wird viel ausdrucksstärker eingesetzt. Das ist die große Herausforderung. Ich muss also vorher die Texte alle einstudieren und meine Übersetzung für jedes Lied anpassen. Was genau ist der Unterschied zwischen Musikdolmetschern und Performern? Also als Dolmetscher nehme ich die Musik und transportiere den Inhalt in Gebärdensprache. Ich füge nichts hinzu oder mache da meine eigene Show. Nein, gar nichts. Es gibt ja die Fachgruppe im Deutschen Gehörlosenbund und die Gruppe Deaf Performance Now, die fordern, die Performer müssen taub sein. Wie siehst du das? Meine Idee dazu ist, dass es um die Qualität der Gebärdensprache geht.
Performen kann jeder, der Gebärdensprache beherrscht. Nicht jeder kann performen, da stimme ich dir zu. Aber es können auch nicht nur Gehörlose performen. Das können auch Hörende. Ich glaube, hier kommt es darauf an, dass wir zusammenarbeiten. Dass sich mehr Hörende für den Austausch öffnen. Ich finde diese Grabenkämpfe und die Aufteilung in hörende und gehörlose Performer auch nicht schön. Wir sollten zusammenarbeiten und gemeinsam ein Ziel verfolgen. Das wäre mein Wunsch. Aha, ja. Als Hörender liegt mein Privileg natürlich im Bereich Musikdolmetschen. Aber da gibt es noch so viel mehr Bereiche. Mein Privileg möchte ich nutzen, um Gehörlose zu unterstützen. Und darum meine ich, dass es unfair und zu kurz gedacht ist, zu sagen, der ist privilegiert, der darf das nicht. Denn ich gebe mein Privileg in so vielen anderen Bereichen an sie zurück. Jetzt haben wir uns mit unterschiedlichen Themen beschäftigt. Musikperformance, Deaf-Performance und so weiter. Und das auch diskutiert. Aber wie sieht es mit dem Thema in anderen Ländern aus? Ja, ich kenne da eine Schwedin, Julie af Klintberg, die taube Dolmetscherin und Performerin ist. Sie hat eine Menge Erfahrung mit Musik und wurde auch mehrfach schon vom ESC beauftragt. Wir haben uns im Videochat unterhalten. Gut. Hallo. Hallo. Wenn du jemanden für eine Performance wählen müsstest, würdest du lieber hörende oder taube Performer einsetzen? Wie seht ihr das in Schweden? Jeder, der eine Performance macht, sich präsentieren muss, ist für mich ein Künstler. Selbst bei der Übersetzung von Texten kann ich meine individuellen Formulierungen mit einfließen lassen und muss gleichzeitig die Intention des Autors respektieren. Ich muss mir also überlegen, wie ich Inhalt, Melodie und Rhythmus der Verfasser visuell ausdrücken, also performen möchte. Du hast jetzt gefragt, ob der Performer taub, coda oder hörend sein sollte. Das ist mir zu sehr auf das Hören oder Nicht-Hören können fixiert. Mir geht es vielmehr um die gebärdensprachliche Komponente. Da interessiert mich viel mehr, wie die Kunst umgesetzt und visuell transportiert wird. Ist das taube Publikum genauso fasziniert wie das Hörende? Haben beide den gleichen Genuss bei der Wahrnehmung? Darauf kommt es an. Hier in Schweden konnten hörende Zuschauer schon seit 60 Jahren die Beiträge für den ESC genießen. Dann gab es 2 Codas, die damit angefangen haben, das auch in Gebärdensprache anzubieten. Auch wenn es neu war, hat es erst vor 12 Jahren begonnen, nachdem es sehr lange Zeit keinen Zugang für Gehörlose gab. Darüber waren wir erst mal sehr froh, wir konnten teilhaben. Hier in Schweden gibt es 2 Gruppen, das ist ganz normal, bei Tauben genauso wie bei Hörenden. Die einen, die den ESC lieben und die anderen, die ihn hassen. Seit 12 Jahren haben wir also Zugang dazu. Zuerst waren es Codas, später kamen hörende Dolmetscher dazu und noch einige Zeit später gab es dann auch taube Dolmetscher. Erst einen, dann 2, dann 3. Irgendwann waren es 50% und heute haben wir für den ESC ein Team, das vollständig aus tauben PerformerInnen besteht. So hat sich das über die Jahre verändert. Heute sind alle taub. Denkst du, die Performer sollten lieber taub oder hörend sein? Könnte es auch eine Mischung geben? Wie ist deine Sicht? Ich denke, man kann das nicht so kategorisch sehen. Besser nur taube Performer, Codas und Hörende dürfen nicht dabei sein. Wir müssen vielmehr schauen, wer die Nutzergruppen, also die Zuschauer sind und wie deren Bedürfnisse aussehen. Es gibt beispielsweise ältere und traditionelle Gehörlose, denen es lieber ist, wenn die Performance nah am Ausgangstext gebärdet wird. Sie können die Beiträge so am besten genießen. Eine Deaf-Performance, die eine eigene, abstrakt-künstlerische Interpretation darstellt, wäre für diese Zuschauergruppe nicht verständlich. Für unterschiedliche Zuschauer braucht es also auch unterschiedliche Zugänge. Ich denke, es ist gut, eine größere Bandbreite an Angeboten zu haben, sodass jeder Zuschauer seine Präferenz auswählen kann und damit insgesamt mehr Interesse am ESC geweckt wird. Wir haben jetzt von den Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen gehört. Aber allen war eins gemeinsam. Sie mussten geschriebene Liedtexte in eine visuelle Form bringen. Frei interpretiert, wörtlich übersetzt und so weiter. Aber wo sind die Künstler, die ihre eigenen Ideen und Texte zur Musik in Gebärden ausdrücken? Macht das keiner?
Doch, in Kürze wird ein Künstler mit einer Musikgruppe aus Finnland hier in Potsdam zu Gast sein und seine eigenen Texte in Gebärdensprache präsentieren. Ach stimmt, du meinst Signmark, richtig? Genau, ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Dann lass uns mal dorthin gehen. Und ihr kommt auch auch mit, mit, oder? Wow. Es sind nur noch wenige Minuten, bis die ersten Besucher hier ankommen und es dann losgeht. Was brauchst du, damit dein Auftritt erfolgreich wird? Ich muss die Musik gut spüren können. Ohne Rhythmus verliere ich total den Anschluss an die Band. Und nur wenn wir alle hier auf der Bühne gut zusammenarbeiten, dann komme ich gut beim Publikum an. Wie gefällt es dir hier in Potsdam? Ich war schon oft in Deutschland und mir ist über die Jahre aufgefallen, dass die Deaf-Community hier gut und herzlich verbunden ist. Sie lieben es, Party zu machen. Und hier im Saal ist die technische Ausstattung und Beleuchtung wunderbar. Das ist mir wichtig. Da habe ich schon ganz anderes erlebt. Manchmal bin ich zwar angemeldet, aber dann ist keine gute Technik da. Das raubt mir die Energie. Dann muss ich dann eine Show abziehen und lachen, obwohl ich eigentlich durch die Technik genervt bin. Aber hier ist die Technik perfekt und deshalb bin ich happy. Wer hat diesen Auftritt in Potsdam organisiert? Hast du da jemanden oder kümmerst du dich selbst drum? Der Veranstalter hier in Potsdam ist auf uns zugekommen und hat angefragt. Ich habe eine Person im Team, die alle Verhandlungen per E-Mail führt. Wenn alles geklärt wurde und man sich einig ist, übernehme ich dann die weitere Klärung. Termine, wie hoch ist das Budget, mit wie vielen Leuten können wir anreisen. Hier in Potsdam waren die Bedingungen gut. Deshalb sind wir als großes Team angereist. Also, ich trage schon die meiste Verantwortung. Sie sind hier im Nikolaisaal in Potsdam für die Organisation zuständig. Schon vor einigen Jahren gab es hier auch Musikveranstaltungen mit Gebärdensprachdolmetschern, zum Beispiel mit Laura Schwengber. Seit einigen Jahren machen Sie das jetzt nicht mehr und haben stattdessen gehörlose Künstler eingeladen, die aus dem Ausland kommen. Wie kamen Sie darauf? Also am Nikolaisaal Potsdam haben wir seit 9 Jahren Hörvermittlung, einen Fokus auf das Hören. Und seitdem gehört auch das Nichthören und das Schwerhören für uns dazu. Und da haben wir von Anfang an versucht, beide Welten miteinander zu kombinieren und keinen Unterschied zu machen. Und bei Laura Schwengber, mit ihr haben wir angefangen, das stimmt, und haben aber zum Beispiel bei den Gebärdensprachkonzerten mittlerweile auch nicht hörende Gebärdensprachdolmetscher mit auf der Bühne. Und diese Saison haben wir Signmark eingeladen, weil wir bewusst jemanden für unsere Reihe Stars im Porträt haben wollten. Also Signmark tritt in einer Reihe auf. Was sind denn für Sie Herausforderungen, wenn Sie so ein inklusives Programm mit Musik organisieren? Die Hauptherausforderung, würde ich sagen, ist, dass wir hörend sind und versuchen, ein Programm zu machen für Nichthörende und natürlich ganz genau erspüren müssen mit unseren Partnern natürlich. Also wir arbeiten viel mit Nichthörenden zusammen, die uns dann sagen, was für sie wichtig ist beim Konzerterlebnis und ob man viel über die Augen hört, über den Körper und diese Dinge. Und das ist aber, denke ich, die größte Herausforderung, zu wissen, was die Nichthörenden brauchen. Vielen Dank für das Gespräch. Sie schauen sich ja auch gleich Signmark an. Da freuen Sie sich bestimmt schon. Kannst du uns kurz etwas zu dir erzählen? Wo bist du geboren und aufgewachsen? Was arbeitest du? Ich komme aus Helsinki in Finnland. Dort bin ich auch aufgewachsen. Meine Familie, meine Eltern sind taub. Da ich in der Schule für Gehörlose war, kenne ich mich auch mit dem Thema Taubsein aus. Ich habe an der Universität Gehörlosenpädagogik studiert und ich bin Gehörlosenlehrer. Aber nach dem Abschluss habe ich erstmal als Dozent in der Dolmetscherausbildung gearbeitet. Nach einiger Zeit habe ich dann mit Signmark, mit Musik und der eigenen Firma begonnen.
Wie kamst du auf die Idee, mit einer Band und hörenden Musikern zusammenzuarbeiten? Am Anfang habe ich einfach Lieder von Hörenden kopiert. Aber irgendwann hatte ich darauf keine Lust mehr. Ich wollte meine eigenen Songs schreiben, weil ich genug davon hatte, Diskriminierung zu erleben im Umgang mit der hörenden Welt. Deshalb schrieb ich von Deaf History und von dem Leben als Gehörloser. Durch diese Texte hat mich auch die Band viel besser verstanden. Aber alleine hätte ich das nicht geschafft. Ich habe hörende Freunde gebeten, gute Musiker, mit mir zusammenzuarbeiten. Was? Wir sollen mit dir auftreten? Ja, bitte. Und ganz schnell wurden es immer mehr. Vor 15 Jahren hast du dich ins Musikbusiness gewagt und mit selbstgeschriebenen Texten in Gebärdensprache performt. Hat sich über die Jahre was verändert? An der Form? An deiner Gebärdensprache? Meine Texte habe ich dem Sänger immer zum Gegenlesen gegeben. Oft musste er Änderungen machen, weil die Texte zu lang oder nicht singbar waren oder nicht zur Melodie passten. Ich musste Kompromisse eingehen und lernen. Am Ende musste ich dann üben, die Texte so zu gebärden, dass sie für die Gehörlosen verständlich sind. Und ja, da hat sich einiges verändert über die Jahre. Anfangs hatte ich ja keine Ahnung. Ich habe nach Gehörlosen gesucht, die mir helfen können, Hip-Hop-Texte gut in Gebärdensprache rüberzubringen. Aber es konnte mir niemand helfen. Ich habe mir dann einfach bei hörenden Rappern abgeschaut, wie die das machen. Und viel geändert. Jetzt habe ich die nötige Erfahrung und kann sagen, dass ich offiziell Gebärdensprache aus Hip-Hop-Texten mache. Rappe und. Woher kam die Motivation für das alles? Ich habe ja schon erzählt, meine Eltern und auch alle anderen in meiner Familie sind taub. Aber meine Großeltern, also die ältere Generation, die war hörend. Und niemand konnte Gebärdensprache. Bei Familienfesten wie Jül gab es immer 2 Gruppen. Die Hörenden saßen ums Klavier und sangen und wir Gehörlosen saßen zusammen und gebärdeten. Das ging viele Jahre so und ich fand das irgendwie immer schon schade. Aber es war halt so. Die Hörenden singen und wir unterhalten uns in Gebärdensprache. Irgendwann bin ich dann zu den Hörenden gegangen und habe gefragt, was sie machen. Wir singen. Ich habe dann versucht, von den Lippen abzulesen, was gesungen wurde und das in Gebärdensprache übersetzt. Meine Großeltern setzten mich auf den Schoß, ich spürte die Melodie des Klaviers und so habe ich dann gedolmetscht. Ich holte meine Eltern und das war das erste Mal, dass wir wirklich zusammen gefeiert haben. Und das war der Anfang meiner Musikgeschichte. Inside of me, I nothing left to lose, no excuses. Dream I'm in, I'm going